Josef als Vorläufer von Jesus. Spannendes Thema. Und ich möchte eigentlich gar nicht mit dem Josef anfangen, sondern mit Jesus. Und mit einer Aussage von ihm, von Jesus, wo nachdem er auferstanden ist und seinen Jüngern begegnet ist und Folgendes gesagt hat. Jetzt weiss ich nicht, hat jeder von euch das Handout? Ah, es ist noch unterwegs, okay. Also die wichtigsten Punkte sind eigentlich drauf, aber es hat auch Platz zum Notizen machen drauf. Auf jeden Fall, Jesus begegnet seinen Jüngern und im Lukas 24 sagt Jesus, also der Lukas berichtet, was Jesus seine Jünger unmittelbar bis seiner ersten Begegnung mit dem größten Jüngerkreis sagt er zu ihnen, also das heißt dort, und er sprach aber zu ihnen, er sprach aber zu ihnen, dies sind meine Worte, die ich zu euch redete, als ich noch bei euch war, dass alles erfüllt werden muss, was über mich geschrieben steht in dem Gesetz Moses und in den Propheten und Psalmen. Dann öffnet er ihnen das Verständnis, damit sie die Schriften verständen. Ein bisschen eine alte Übersetzung, aber dafür ist der Text kürzer und es ist ein bisschen prägnanter. Er öffnete ihnen das Verständnis, damit sie die Schriften verständen. Und er sprach zu ihnen, so steht geschrieben, und so musste der Christus leiden und am 3. Tag auferstehen aus den Toten und in seinem Namen Umkehr zur Vergebung der Sünden gepredigt werden, allen Nationen, anfangend von Jerusalem. Verzeiht mir, dass ich jetzt gerade so voll ins Thema hineinspringe, aber ich denke, ich nehme jetzt keinen großen Anlauf. Gehen einfach gerade ins Thema. Jesus, ich tue kurz probieren, ein bisschen nachzuzeichnen, was macht Jesus da. Er beschreibt zuerst mal das Alte Testament in diesen 3 Teilen. Gesetz, also das Torah, die 5 Bücher Mose, dann die Propheten und die Schriften. Und sein Anspruch, den er hier erhebt, ist anmaßend, ist gewaltig. Er sagt, das Alte Testament erfüllt sich in ihm. Und im Alten Testament meint er hier die zusammenhängende Geschichte und Botschaft vom Alten Testament. Also nicht nur einfach dort mal ein Bibelvers, dort mal ein Vers und dort mal ein Versli, sondern die zusammenhängende Botschaft vom Alten Testament erfüllt sich in ihm. Also es ist wichtig, dass es nicht nur einzelne Bibelstellen sind, die sich in Jesus erfüllen, sondern die ganze Geschichte. Die ganzen Schriften erzählen seine Geschichte, beziehungsweise sein eigenes Leben erzählt von der Erfüllung der Schriften. Also von der Hoffnung, die die Schriften im Volk Israel gegeben hat. Er sagt erfüllen. Und damit man etwas füllen kann, muss es ja leer sein. Nicht, dass das Alte Testament leer wäre oder gesehen wäre, aber die Hoffnung musste realisiert werden. Es hat sich noch erfüllen. Und insbesondere eine Hoffnung nach einem gesalbten König, einem Messias. Das ist das Wort Christus da. Wenn ich von Messias rede, Christus, da haben wir es. Wenn ich das Wort Messias sage, dann ist es immer gleichbedeutend mit Christus. Ich nehme mal an, das ist den meisten von euch bekannt, was es bedeutet, nämlich der gesalbte König, genau. Der gesalbte König, das ist eine Hoffnung, die die Schriften im Volk Israel gegeben haben. Es kommt einmal ein gesalbter König. Der Messias, wo Gottes Volk wieder auf den richtigen Weg führt, wo Friede und Gerechtigkeit bringt. Und genau das behauptet Jesus hier. In ihm sind die Schriften mit ihrer hoffnungsvollen Botschaft erfüllt. Und insofern ist es legitim, nicht nur legitim, sondern auch wichtig, danach zu fragen, inwiefern ein bestimmtes Buch aus dem Alten Testament, inwiefern eine Geschichte aus dem Alten Testament, wie zum Beispiel die Josefsgeschichte, ein Hinweis auf den verheißenen
gesalbte König ist. Der gesalbte König, wo, ja, wie sich herausgestellt hat, Jesus von Nazareth ist. Und insbesondere meint Jesus ein bestimmtes prophetisches Muster, das man erkennen in den Schriften. Der Messias muss leiden und wieder auferstehen. Der Messias muss leiden und am 3. Tag auferstehen aus den Toten. Dann wird sein Heil zu allen Völkern getragen, zu allen Nationen. Das, was ich unterstrichen habe hier im Text. Woher hat er das Muster? Also Jesus behauptet aus den Schriften. Und wir wollen jetzt anschauen, wie genau das Muster in der Geschichte von Josef eben sichtbar ist. Inwiefern können wir genau das Muster, das Jesus da behauptet, ist in den Schriften, nicht nur beim Josef, sondern überall. Aber wo ist es in der Geschichte von Josef? Und wir springen jetzt nach dieser kurzen Einleitung von Jesus zurück in die Geschichte von Josef. Und morgen werde ich dann noch ein bisschen mehr darüber sagen, was der Josef eigentlich für eine Rolle spielt in dem Buch, wo von ihm handelt, nämlich 1. Mose, also Genesis. Das ist nämlich genauso wichtig, damit man versteht, wie der Josef im größeren Bild zusammenhängt und wie er zu der großen Hoffnungsbotschaft vom Alten Testament überhaupt beitragen. Aber zuerst werden wir einfach einmal nochmal den Anfang von dieser Josefsgeschichte lesen. Ich habe gehört, ihr habt jetzt eine Kampagne gehabt. Also ihr seid, hoffe ich, ich bin jetzt überzeugt, ihr seid ziemlich vertraut mit dieser Josef-Story. Auch wahrscheinlich ohne Kampagne, aber mit der Kampagne noch viel mehr. Gut. Jetzt kann jemand von euch die ersten 4 Versli vorlesen. Und Jakob wohnte im Land der Fremdlingschaft seines Vaters im Land Kanaan. Dies ist die Geschichte Jakobs. Josef, 17 Jahre alt, war als Hirte mit seinen Brüdern bei den Schafen, als er noch ein Junge war, mit den Söhnen Bilhas und mit den Söhnen Silpas, der Frauen seines Vaters. Und Josef hinterbrachte ihrem Vater die üble Nachrede über sie. Und Israel liebte Josef mehr als all seine Söhne, weil er der Sohn seines Alters war. Und er machte ihm einen bunten Leibrock. Als aber seine Brüder sahen, dass ihr Vater ihn mehr liebte als alle seine Brüder, da hassten sie ihn und konnten ihn nicht mehr grüßen. Okay, was ergibt sich jetzt für ein Bild? Der Josef ist Hirt, sein Job sozusagen. Mit seinen Halbbrüdern ist er unterwegs. Dann erfahren wir, der Josef bringt seinem Vater schlechte Nachricht über seine Brüder. Und der Josef wird mehr geliebt von seinem Vater als alle seine Brüder. Insbesondere sehen wir das an dem Mantel oder Leibrock, wie es da in der Übersetzung heißt, so ein Übergewand. Mantel oder eben Leibrock ist ein altes Wort. Aber ja, Mantel verstehen wir noch besser. Und der Josef wird von seinen Brüdern dafür beneidet und gehasst. Das ist so oberflächlich, das sagt uns der Text einfach so, einfach kurz nochmal zusammengefasst. Beziehungsmässig zeigt sich für uns also ein extrem problematisches Bild. Das ist keine gut funktionierende Familie, total problematisch, oder? Aber prophetisch betrachtet formiert sich jetzt schon eine Art Porträt, wo uns irgendwie bekannt vorkommt. Rückblickend natürlich. Ein Porträt von einem geliebten Sohn, der von seinen Brüdern gegenüber seinem Vater ein schlechtes Zeugnis ausstellt und wo von ihnen tödlich gehasst wird. Das Porträt kommt ja uns irgendwie nicht mehr bekannt vor, oder? Denken wir nur an das Gleichnis, das Jesus erzählt, vom Weinberg, wo er sich ja auch als der Sohn sieht, der vom Vater geschickt wird zu den Weingärtner und dort nicht so gut wegkommt
Und das Muster wird immer wieder aufgegriffen. Jesus spielt damit, ist vielleicht ein bisschen despektierlich gesagt, aber Jesus spielt immer wieder mal darauf an. Genau. Und die Szene spitzt sich natürlich jetzt immer wie mehr zu. Eine Szene, die uns allen sehr gut bekannt ist, aber wir werden trotzdem noch mal den Text lesen, dass wir es ganz nochmal präsent haben, aktuell haben, aktualisiert. Kann jemand anders vielleicht lesen? Also wir dürfen auch nur 1, 2 Vers lesen und dann den Nachbar anstupsen. Josef hatte einen Traum, den erzählte er seinen Brüdern, da hassten sie ihn noch mehr. Und er sagte zu ihnen, hört doch diesen Traum, den ich gehabt habe. Siehe, wir banden Garben mitten auf dem Feld, und siehe, meine Garbe richtete sich auf und blieb auch aufrecht stehen, und siehe, eure Garben stellten sich ringsum auf und verneigten sich vor meiner Garbe. Da sagten seine Brüder zu ihm, willst du etwa König über uns werden? Willst du gar über uns herrschen? Und sie hassten ihn noch mehr wegen seiner Träume und wegen seiner Reden. Gut, den zweiten Traum nehmen wir auch noch gerade mit. Wer anders vielleicht? Danke. Und er hatte noch einen anderen Traum, auch den erzählte er seinen Brüdern und sagte, siehe, noch einen Traum hatte ich, und siehe, die Sonne und der Mond und 11 Sterne beugten sich vor mir nieder. Und er erzählte es seinem Vater und seinen Brüdern. Da schaute ihn sein Vater und sagte zu ihm, was ist das für ein Traum, den du gehabt hast? Sollten wir etwa kommen, ich und deine Mutter und deine Brüder, um uns vor dir zur Erde niederzubeugen? Und seine Brüder waren eifersüchtig auf ihn, aber sein Vater bewahrte das Wort. Dankeschön. Gut, also die Träume im Leben von Josef sind so ein ganz eindeutiges prophetisches Zeichen. Gott hat etwas Besonderes vor mit dem Josef. Und dann haben wir gerade den ersten Traum mit diesen Garben von den Brüdern, die sich da verneigen vom Josef seine Garben. Weist auf ihn hin als Herrscher, darum die Reaktion. Bist du über uns Herrscher als König? Als Herrscher vom Land. Das heißt nämlich, im Mitte auf dem Feld ist es. Sie sind zwar Hirten, also sie sind nicht unbedingt Bauern, aber sie haben trotzdem landwirtschaftliche Arbeit gemacht, unter anderem selbstversorgend oder haben vielleicht jemand anders mitgeholfen und haben die Garben gebunden. Als Herrscher vom Land weist der Traum auf den Josef, was es zu bedeuten hat. Die Brüder sind ihm deutlich untertan, wie sieht hier, wie in diesem schönen Bild. Es provoziert eben die Reaktion, willst du etwa als König über uns herrschen? Der zweite Traum, Sonne, Mond, 11 Sterne verneigen sich vor dem Josef. Also ist ihm klar, er hat ja 11 Geschwister, also 11 Brüder, Vater und Mutter, das wird eindeutig interpretiert. Aber es ist jetzt nicht mehr auf dem Land, es ist nicht mehr auf der Erde, sondern es ist jetzt im Himmel. Und das sind die 2 Lebensräume, Schöpfungsordnungen, Himmel und Erde. Das ist ganz interessant. Josef, aber Jesus natürlich auch. Ja. Josef wird interessanterweise nicht nur als Herrscher vom Land, von der Erde, sondern als Herrscher vom Himmel dargestellt. Also erhöht sozusagen in einem Traum. Also Sonne, Mond und Sterne werden in Genesis 1,16 als Herrscher vom Himmel beschrieben. Sie sind zur Herrschaft eingesetzt. Herrschaft vom Tag, Herrschaft von der Nacht. Und die tun jetzt sich verneigen vor dem Josef. Also in diesem Bild ist es gar nicht so richtig. Also der Josef wird so jetzt als eigener Stern dargestellt, aber im Traum lesen wir, beugten sich vor mir nieder. Also eigentlich müssen wir sozusagen den Josef hier malen.
macht man natürlich nicht. Das ist ein bisschen eigenartig, oder? Aber es ist eigentlich der Josef. Nicht er selber ist auch so ein Stern. Wie bei der Garbe ist schon richtig, das ist seine eigene Garbe. Aber im Himmelstraum sozusagen, dem zweiten Traum, sind übrigens immer zwei Träume zusammen in den ganzen Josefs-Geschichten. Nie einfach nur ein Traum. Jeder hat zwei Träume. Der Pharao hat zwei Träume. Da hast du den Traum vom Bäcker und vom Mundschenk. Es sind immer zwei Träume in Träumen auftreten. Also eben, die Herrscher vom Himmel, die eigentlich eingesetzt werden, verneigen sich vor Josef. Er steht über sie. Und die Herrscher vom Himmel, also Sterne und Mond und Sonne, als Spiegelbild sollen die Menschen als Gottes Ebenbild auf der Erde herrschen. Im Schöpfungsbericht lesen wir darüber, dass die Menschen auch über den Himmel herrschen sollen, nochmal über die Erde. Und im Himmel sind es eben die anderen Herrscher, Sonne, Mond und Sterne. Und wir sind wie so ein Gegenbild auf der Erde. Und es ist interessant, Josef wird das eine prophezeit, wo sowohl über Himmel als auch Erde regiert. Der Josef wird in dieser göttlichen Prophetie sozusagen in den Himmel erhöht. Und klar, es sind 11 Sterne, es ist Sonne und Mond, das heißt, es sind seine Brüder, es sind sein Vater und Mutter, die sich von ihm verneigen. Zur Erde hin, heisst es, oder? Sie werden sozusagen erniedrigt, zur Erde hin, vor dem hohen Josef. Und sogar der Jakob kritisiert Josef jetzt für den Traum. Kein Wunder, was das alles impliziert. Das ist ja verrückt, oder? Und ja, logisch, Brüder platzen vor Neid. Von Neid, ja, es ist wahrscheinlich mehr als Neid, es entwickelt sich ein Hass, oder? Wie wir dann später auch lesen. Ich habe eine ganz interessante Interpretation über die Träume gelesen. Der Josephus, auch ein Josef, aber Josephus mit einer Ausendung, weil so wird er meistens genannt in der Literatur. Auf jeden Fall, das ist ein Priester gewesen, zur Zeit von Jesus, ein bisschen nachher hat er gelebt. Er hat auch ist ein Geschichtsschreiber. Ich weiß nicht, wer kennt den Josephus? Er hat vom jüdischen Krieg geschrieben gegen die Römer, wo Jerusalem zerstört worden ist von den Römern um 70 nach Christus. Ein Event, wo Jesus auch prophezeit hat, wo recht bedeutsam auch ist für ihn. Der Josephus, der interpretiert die Ablehnung der Brüder gegenüber dem Josef so: Brüder wollen nicht, dass sie einem eigenen Bruder sozusagen untertan sind, als ihrem Herr untergeordnet werden, sondern sie wollen durch ihre Verwandtschaft mit dem Messias, oder, das ist ja quasi wie eine Messias-Verheißung auf den Josef, sie wollen an dem Segen teilhaben als Gleichwertige, ohne dass sie untergeordnet sind. Das passt ihnen gar nicht, dass sie dem Josef dienen, damit sie Gottes Segen erleben. Nein, sie wollen gleich, ja, vor allem ist er noch der Jüngste, es hilft natürlich nicht, oder? Dass er der Jüngste ist. Aber sie wollen ihm nicht dienen. Also die Träume werden also klar als messianische Prophetie, als Prophetie auf einen Messias verstanden. Die Hoffnung auf einen einzelnen Mensch, durch den Gott sein volles Segen vom Leben wieder zurück in seine Welt hineinbringt, stammt aus dem Garten Eden. Dort kommt nämlich das erste Mal so ein Ausspruch von Gott vor, dass Gott von einem Samen redet, also von einem Nachkommen von der Frau, wo die Schlange zertritt. Also das ist eine ziemlich bekannte Stelle, ich nehme mal an, ihr kennt die, hier ein kleiner Screenshot aus einem Video vom Bible Project, wo die Schlange zeigt und der verheißene Messias, wo so quasi den Kopf von der Schlange zertreten. Und solche Messias-Figuren, für sie Messias, eben, doch, ja, ich kann es nicht anders sagen, Messias-Figuren sind schon vor dem Josef auftreten. Denken wir zum Beispiel an den Noah. Wer weiß, was sein Name bedeutet? Noah. Es wird ausdrücklich gesagt, also man muss nicht Hebräisch können, es wird ausdrücklich auch übersetzt in der Bibel. Trösten, es wird ein bisschen mit dem, er tut uns trösten, also es ist nicht falsch, es ist vor allem verwandt ein bisschen mit dem. Noach heisst die Ruhe.
Hast du es gewusst? Hast du durchgelesen? Ja, das kannst du auch sagen. Er bringt uns Ruhe vor dem Bösen, unter dem wir uns abmühen. Also eindeutig so eine Art Messias-Hoffnung, die mit dem Noah verbunden wird. Wir haben nicht gedacht, das kommt irgendwann einmal, sondern ziemlich bald einmal, oder, wo das Böse wieder überwunden wird. Der Abraham selber, der Isaac und der Jakob, von Gott auserwählte Männer, Menschen, die durch Gott sie sagen ja, und seine Welt wieder zurückbringen. Und überall in diesen Geschichten beim Abraham, Isaac und Jakob sehen wir auch so Ereignisse, wo das tatsächlich passiert. Doch alle haben aber auch das Versagen von Adam und Eva im Garten auf eine Art wiederholt. Manchmal sogar intensiver gemacht. Dazu sage ich dann morgen noch mehr. Und insofern ist immer ein Teil von dem Eden-Sagen, dem Sagen à la Garten Eden, tatsächlich gekommen durch so Figuren wie der Noah und Abraham, Isaac und Jakob. Aber es ist auch immer wieder Fluch gekommen. Und der Josef wird uns hier von Anfang an als so eine Messias-Figur dargestellt mit diesen Träumen. Als eine Figur, mit ihm werden so messianische Hoffnungen verbunden. Er wird als Herrscher installiert, als Herrscher erhoben über Himmel und Erde, und Gott wird sie sagen, endlich wieder zurückbringen, wiederherstellen. Paradiesische Hoffnungen werden mit ihm verbunden. Also für uns als Leser, für die Brüder natürlich nicht, ist klar. Aber es heisst interessanterweise, der Jakob selber bewahrt das Wort, das hier der Josef ihm gesagt hat, also von diesen Träumen. Und also es sind alte Erinnerungen hier auch vom Jakob, dass er darüber nachgedacht hat, vielleicht ist etwas dran. Und jetzt ist natürlich der tiefe Fall von Josef uns bekannt. Und der Rest vom Kapitel werden wir jetzt in einer ganz kleinen Gruppe, also eine Bibelarbeit in kleinen Gruppen lesen. Für zu zweit, zu dritt werden wir den Rest vom Kapitel lesen und lasst uns auf 2 Sachen achten, während wir den Rest vom Kapitel lesen. Nämlich, wo finden wir Parallelen zu Jesus? Und zwar im Bereich vom grossen Bild, von einem Muster, könnte man sagen. Und wo finden wir Parallelen in Details? In vielleicht ein bisschen unscheinbaren Sachen. In insgesamt nicht mega wichtige Sachen, aber trotzdem spannende Details. Weil es gibt beides beim Josef. Beides zuhauf. Und dann vielleicht noch ein bisschen eine schwierigere Frage. Oder schwierig. Eine Frage, die ein bisschen tiefer geht, weitergeht. Wie passt das Schicksal von Josef mit dem Messias-Muster von Genesis 3,15 zusammen? Also das ist der Vers, wo Gott sagt, ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und also zwischen dir, Schlange, und zwischen dir, einem Nachkommen von der Frau, also einem Mensch, heisst das in einem anderen Wort. Und der Nachkomme wird dir, Schlange, den Kopf zertreten und du wirst in seine Ferse bissen. Also eben die Hoffnung, die durch einen einzelnen Mensch, das Sagen vom Garten Eden, wieder hergestellt wird. Kann man die Prophetie in der Geschichte von Josef irgendwann mehr erkennen? Das ist meine Frage. Ja oder nein? Oder wo? Wenn wir jetzt den Rest von diesem Kapitel lesen. Das ist die zweite Frage. Ist das genug verständlich gewesen? Super. Gut. Es ist interessant, euch zu sehen, wie ihr vertieft da euch Gedanken gemacht habt. Also zu hören. Genau, zum grossen Bild. Zuerst einmal. Wo finden wir Parallelen zwischen zu Jesus? Jetzt nur in dieser Episode von Josef. Oder? Die geht dann auch ein Stück weiter. Er möchte die grosse Erkenntnis, die wahrscheinlich uns allen aufgegangen ist, sagen. Oder eine grosse Erkenntnis zum grossen Bild. Wo sehen wir ganz eindeutige Parallelen? Für mich ist es der Auftrag, den Josef bekommen hat von seinem Vater, seine Brüder zu suchen. Genau. Und Gott hat Jesus den Auftrag gegeben, zu
Verlorenen zu suchen. Mhm. Ja. Ja, es ist interessant, es ist tatsächlich so, der Jakob macht sich ein bisschen Sorgen, wie geht es seinen Söhnen, genau, und fragt und schickt Josef und fragt, kannst du bitte schauen, wie es ihnen geht? Genau. Das ist, also es ist schon ein bisschen tiefer als einfach nur, er ist geschickt worden. Aber schon allein mal einfach die Tatsache, dass das Bild, das eigentlich jedem fast oberflächlichen Bibelleser auffällt. Ein Vater schickt seinen Sohn, und zwar seinen Lieblingssohn auch wieder mal, schickt er zu seinen Brüdern, um nach ihnen zu sehen. Genauso wie Jesus vom Vater geschickt worden ist zu seinem Volk, insofern zu seinen Brüdern, zu seinen Volksgenossen natürlich. Genau. Ja, okay, das Bild geht noch weiter. Das ist nur der Anfang, er ist geschickt worden und... Wie bitte? Sie sind nicht da gewesen, wann er nicht. Aha, sie sind nicht da gewesen, genau. Wo siehst du jetzt die Parallele zu Jesus? Nein, das gibt es speziell auch. Er hat sie wirklich suchen. Genau, er hat sie müssen suchen. Genau. Ja, ich gehe jetzt noch nicht mal so ich gehe jetzt nicht in die spezifische Interpretation hinein, sie als Verlorene suchen. Da könnte man auch gehen, aber jetzt bleibt man mal beim, wo man sicher alle übereinstimmen würden. Er hat sie dann gefunden, schließlich ist zu ihnen gekommen, und dann gibt es nochmal eine krasse Parallele zu Jesus, nämlich er hat ihn gehasst und abgelehnt. Ja, das ist aber keine innere Ablehnung nur gesehen. Genau, Johannes 1, genau. Er ist zu seinen eigenen gekommen, also zu seinem Volk gekommen, aber sie haben ihn nicht angenommen. Sie nahmen ihn nicht an, genau. Sie haben ihn eigentlich killen, ja, den haben ihn umbringen. Sie haben ihn fast getötet, ja. Genau, sie haben ihn zwar nur fast getötet, oder? Da gibt es noch die Vermittlung mit Ruben, dann die Juda, wo dann einen anderen Vorschlag hat, aber er landet eigentlich zuerst mal in einer Zisterne. Oder eine andere Übersetzung reden von Grube. Und das ist ja einfach ein Loch im Boden als Wasserspeicher. Und schon allein unser Wort Grube ist irgendwo nur an unserem Wort für Grab. Und das ist im Hebräischen auch so. Also nicht, dass das Wort das Gleiche wäre, aber übertragen ist das auch eine Art wie ein Grab für ihn. Also quasi lebendig begraben. Richtig. Ja, aber es bleibt ja nicht nur bei dem. Genau, und dort finden wir so eine Detailparallele, nämlich... Genau, Höhe, ein bisschen mehr. Ich weiss nicht, ob man da wirklich... Ja, das löst in unser Lachen aus. Wir könnten auch von Inflation reden. Ja, es war damals vielleicht ein bisschen anderer Kurs gewesen. Aber, jawohl. Es ist keine schöne Sache, aber ja, genau, sie haben ihn verkauft. Genau wie Jesus auf eine Art verkauft worden ist. Da sind wir schon bei einem Detail eigentlich, weil das ist noch nicht sozusagen jetzt, also eben, das große Bild, also eine Linie haben wir gezogen vom grossen Bild. Der Vater sendet seinen geliebten Sohn zu seinen Brüdern, um nach ihnen zu schauen. Sie töten ihn fast, aber es hat übertragen fast eine Art Tod. Sie verkaufen ihn nach Ägypten. Nach Ägypten heisst es ins Exil gehen, das heisst in Fremde gehen. Es ist auch ein übertragener Tod. Nach Ägypten gehen ist immer auf eine Art in den Tod hineingehen. Wir werden da noch mehr gesehen, aber ich kann vielleicht schon mal das sagen. Ins Exil gehen, vertrieben werden von daheim, ist auf eine Art ein Tod. Und das sehen wir schon im Garten Eden. An dem Tag, wo du von dem Baum isst, musst du sterben. Aber was ist an dem Tag denn genau passiert, konkret? Er ist aus dem Garten vertrieben worden, ins Exil, weg von daheim, weg von seinem daheim. Ja, konkret ist er dann schließlich auch gestorben. Ja. Aber es ist schon eine Art Tod, der passiert ist, und es wird ausgedrückt durch Exil. Exil heisst immer auch
Tod auf eine Art. Und Tod auf auch Exil. Man geht aus dem Leben raus. Dann ist man tot. Und genau das passiert im Josef und das ist Jesus passiert. Das ist klar. Gut. Ja, nur zu. Mhm. Ja, man kann auch schon Details reinstreuen. Das ist nicht mehr ganz erfrischend. Eigentlich hat ja der Jude wie eigentlich auch Träume gebraucht, für Jesus umzubringen. Ich finde das gar kein Detail jetzt. Also genau, eine andere Linie, die man muss zeichnen oder wo man erkennen, wenn man das immer wieder mal auch gelesen hat, ist, der Josef wird von seinen Verwandten, also von Israeliten, also sein Name, also der Vater Jakob heißt ja auch Israel, und insofern sind alle Nachkommen Israeliten, wird von seinen Verwandten, also den Israeliten, ausgeliefert an Nicht-Israeliten, an Heiden, genau, in die Hand von Heiden. Und ja, also die ultimativen Heiden sind auf eine Art auch damals die Ägypter gewesen, aber schon die Ismailiten natürlich. Genauso wie bei Jesus. Und das ist vielleicht gerade die richtige Stelle, zum folgenden Vers reinzustreuen. Mag das vielleicht gerade jemand lesen? Also es ist von Jesus natürlich und tut so quasi seinen prophetischen Weg beschreiben. Genau, und das ist so eine Kurzfassung von seiner prophetischen Berufung. Jesus hat das ziemlich klar erkannt und immer wieder mal gesagt und muss gar nicht so irgendwie denken, Jesus hat eine mega, also natürlich hat er eine prophetische Gabe gehabt und Vorausschau gehabt, aber es ist historisch eigentlich nicht anzuzweifeln, dass das Jesus tatsächlich gesagt hat, weil das Muster überall im Neuen Alten Testament auftaucht. Unter anderem auch beim Josef. Ziemlich eindeutig, aber später dann auch zum Beispiel beim Daniel. Daniel ist auch ein Jude, der heidnischer Macht ausgeliefert wird und dort durch Leiden und Tod durchgeht und am Schluss gerechtfertigt wird, erhöht wird. Das ist nur ein Beispiel, der Daniel, es gibt noch mehr. Aber wir sind ja beim Josef, also bleiben wir beim Josef. Aber richtig, ich finde das kein Detail. Ich finde das eben das gehört zum grossen Bild. Weil bei Jesus das dann auch Trümmer sind, eben Heiden. Das ausgeliefert werden, der eigenen Volksgenossen ausgeliefert werden und von ihnen gegen Fremde ausgeliefert werden, wo dann ihnen durch Leiden und Tod gehen lassen. Das sind so die zwei grossen Stränge vom grossen Bild. Hat jemand noch etwas zu sagen zum grossen Bild? Noch ein Gedanke, eine Idee? Ich sehe nicht alles, bevor wenn andere auch etwas sehen, was ich nicht sehe. Also, Jesus hat uns ja errettet, also von der Sünde. Und Josef hat auch quasi sein Volk, also einfach errettet von Unterschlag. Genau, das kommt ja dann nachher. Genau, mit der ganzen Ägypten-Geschichte dann später. Genau. Das auf jeden Fall. Ich meine jetzt einfach uns auf die Geschichte bis zum Verkauf nach Ägypten konzentrieren. Aber das kommt übermorgen definitiv nochmal dran und wird noch ein bisschen vertieft. Okay, jetzt gibt es aber sicher einige Details, die euch aufgefallen sind. Und eins ist mit dem Verkauf mit den 20 Silberstück für den Josef und 30 Silberstück für Jesus. Und in diesem Zusammenhang gibt es nochmal eine ganz interessante, lustige Parallele. Nämlich, wer verkauft den Josef? Der Judah. Und wer verkauft Jesus? Der Judah. Also wir sagen Judas, aber das ist einfach nur eine gräzisierte, also eine griechische Form vom gleichen Namen. Das ist eigentlich der Judah, oder? Also,
2 Judah. Einmal beide verkaufen. Ihr Bruder, der Judas Iskariot, ist dort also ein Bruder gesehen für Jesus, wie der Judah, der Sohn von Jakob, für den Josef. Was gibt es noch für Detailparallelen? Ist euch etwas aufgefallen, ja? Wie vorhin gesagt, der Ruben will ein Jahr retten Mhm. und gibt es zurück. Weil das dann gerade jünger, aber der gibt ja auch völlig mit Jesus und tut ihn dann auch verleugnen und dann vor seinem Vater eigentlich auch Ja, tot lügen. genau. Ja, okay. Ja. So eine Art. Es ist interessant zu fragen, was hat eigentlich Judas Iskariot für ein Motiv gehabt, oder dass er Jesus so verraten hat. Da gibt es die wildeste Theorie, aber es ist wirklich nicht so greifbar eigentlich. Ich würde meine Predigt eigentlich dort noch ein bisschen mehr auf das eingehen, am Sonntag, jetzt in 2 Tagen. Aber ja, ja, vielleicht spüren wir da so eine Art Parallele. Ich habe in Bezug auf den Ruben an jemand anderes gedacht, der probiert hat, Jesus zu retten. Also der Ruben hat ja Josef probiert zu retten. Es gibt noch andere, die probiert haben, Jesus zu retten. Oho. Oho. An das habe ich nicht gedacht. So mutig bin ich nicht gewesen. Pilatus hat ja noch beide auch freigeben und hat mit den Jungen. Wobei die Pilatus dann vielleicht eher wie die Ismaeliter gesehen sind. Ja, pragmatisch und mal schauen. Genau. Ja, ich hatte eher an jemanden gedacht, der wirklich wie der Ruben wohlgesonnen war gegenüber Jesus, aber auf eine Art im Lager von denen, die ihn schließlich verurteilt haben und den Römer ausgeliefert haben. Es gibt nämlich 2 mindestens, wo wir auch namentlich wissen, wo Jesus wohlgesonnen waren im jüdischen Hohen Rat. Nikodemus und... Richtig, ja. Also vom Josef Arimathea, weil er nicht aber aktiv probiert hat, das aufzuhalten, aber der Nikodemus auf jeden Fall hat immer wieder mal, das sehen wir im Johannesevangelium, probiert Sachen zu sagen und er ist dort mega abgeschrauen worden. Klar, beim Ruben ist es nicht so gesehen, er war schon durch den Ältesten gewesen, aber er hat Josef nicht können retten. Genau. Ja, das sind so kleine Details, die einfach interessant sind, oder die jetzt nicht mega entscheidend und wichtig sind, aber trotzdem spannend sind. Gibt es noch andere Details? Mir ist noch ein Detail aufgefallen, vielleicht gibt es mehr, ja? Sie haben Josef ja den Mantel Ja. von genommen und auch Jesus ist ja ein Leser von ihm geschrieben. Genau, ganz richtig. Jesus wird vor der Kreuzigung, ihm wird sein Gewand ausgezogen, es wird verlost. Also Johannes Evangelium erzählt es ein bisschen genau, oder ein Teil wird tatsächlich vierteilt und ein anderer, sein Untergewand, ist ohne Not, also wird es dann verlost. Genau, das ist auch auf eine Art eine Wertschätzung gegenüber dem Gewand, genauso wie das natürlich auch ein sehr wertvolles Gewand war beim Josef. Aber sie haben natürlich das nicht für sich dann irgendwie behalten, sondern etwas anderes gemacht damit. Zu dem kommen wir vielleicht morgen noch. Aber ja, das Ausziehen vom Gewand ist eindeutig so eine Parallele. Und da gibt es noch eine andere Parallele, nämlich eben in die Gruben hinein, genauso wie Jesus begraben worden ist. So in das ohne Wasser heißt es, oder? Und im Vers 24, sie warfen ihn in eine Zisterne, sie war leer, kein Wasser war darin. Und das sind so Verse, wo der Mantel wird zweimal erwähnt und die Grube wird zweimal erwähnt. Und immer wenn etwas zweimal erwähnt wird, müssen wir immer ein bisschen aufpassen. Da ist eine Betonung drauf vom Autor. Ja. Okay. Wie siehst du mit den Sachen, die die Ismaeliten transportieren? Ja, habe ich mir auch gerade notiert. Hast du irgendetwas, wo dir... Ja, also das, was Jesus hat bekommen, die Geburt, Weihrauch, also Harz und Gold. Also Gold wird jetzt hier nicht erwähnt, Nein, ja, genau. Ja. aber Myrrhe auch im Zusammenhang mit dem Tod. Im Zusammenhang mit dem Tod also,
wir sind jetzt gerade die Also das sind die Sachen, die sie wahrscheinlich auf Ägypten gebracht wird, für irgendwelche die Toten ins Balsamieren oder ja, also ich weiß zu wenig Bescheid über die genaue Mumifizierung in Ägypten, aber ja, es sind sicher wertvolle Sachen aus der Region von Kanaan und aus Arabien, dann ist man über Kanaan nach Ägypten eingereist. Aber in Bezug auf Jesus sind es vor allem die Öl, die wohlriechenden Salben zur Einbalsamierung von seinem Leichnam, wo die Frauen mitgebracht haben, um ihn sie hatten Wellen einbalsamieren, sind gar nicht dazu gekommen. Aber ja, das ist mir dann auch noch ein Sinn gekommen, so ein Detail, das einfach interessant ist. Ja, genau. Ich denke nicht, dass man zu viel aus diesen Details machen kann, weil entscheidend ist das grosse Bild. Das ist das Muster, das sich nicht nur beim Josef findet, sondern überall bei den Messias-Figuren. Und daraus erkennt Jesus seine Berufung, wie er sie da eigentlich ziemlich in 2 Sätzen eigentlich formulieren kann. Gut, zum Messias-Muster habe ich noch eine Frage. Was ist 2 Sekunden, habe ich da noch? Genau, ich habe das habe ich noch einfach als Textvergleich abgedruckt. Dort geht es um seinen Mantel, seinen Leibrock und die Sterne, die Gruben und da eben auch das Abziehen von den Kleidern und wo da speziell wo einfach hervorsticht. Der Mantel spielt ja durchwegs beim Jakob beim Josef eine wichtige Rolle. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Es kommt dann später auch wieder mal vor, aber kommt nochmal neue Kleider beim Pharao. Dann natürlich eben die 20 Silberscheckel oder die 30 Silberlinge, aber das ist eigentlich das gleiche Wort. Also einfach dann übersetzt natürlich ins Griechische. Silberstück. Gut, und jetzt weiß ich nicht, geht es da weiter? Oder ist die Batterie da unten? Das ist bei uns manchmal der Fall. Ja, genau, das Messias-Muster, ich denke, schauen wir doch ganz am Schluss noch an. Dann haben wir so eine Art auch Bogen geschlossen zu dem, wo wir am Anfang angeschaut haben, was Jesus gesagt hat, was seine Berufung ist. Dort sagt ja Gott zur Schlange, ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm die Ferse zermalmen. Das ist ein bisschen eine eigenartige Übersetzung, aber im Hebräisch ist tatsächlich das gleiche Wort. Du zermalmst das. Also ganz konkret ist es gar nicht machbar. Wie willst du etwas zermalmen, wenn du selber zermalmt wirst? Aber das ist vielleicht genau der Punkt. Wo der Vers macht, das werden wir nämlich gerade anschauen. Was habt ihr für Ideen? Inwiefern passt das Schicksal vom Josef einfach mal bis dahin, bis zum Verkauftwerden nach Ägypten mit dieser Prophetie zusammen? Passt sie überhaupt schon zusammen? Also, jetzt dürft ihr einfach mal etwas sagen. Ja, vielleicht so, dass hinter Josef eben gewisses für das Gute steht, wo seine Brüder auf das Böse, wo wie die Feindschaft zwischendrin steht. Das ist so ein Gedanke. Ja. Ich würde vielleicht sagen, das Böse ist auch in den Brüdern. Nicht nur die Brüder sind das Böse sozusagen, aber sie verkörpern es ein Stück weit, insofern ist es absolut richtig. Aber das Böse ist nicht nur einfach eben, keine Ahnung, eben so eine Weltmacht wie Ägypten oder eine Hungersnot, sondern es ist in der Familie. Ja, definitiv. Dort gibt es schon so eine Art Antagonismus, also so eine Art Feindschaft, ja. Andere Gedanken, wie das schon zusammenpasst? Oder noch nicht? Ja, wenn Leute lachen, ist bei meinen Studenten auch so, wenn man mich anschaut und lacht, dann darf man etwas sagen. Dann denkt man ja irgendetwas, oder? Wir haben jetzt recht diskutiert, wer jetzt aber für was steht. Ich glaube, so das, wo man es einig geworden ist,
denke, dass der Josef bevorzugt in der Bibel. Mhm. Aber eben das dann mit dem Kopf zu machen und Verse zu machen. Oder in die Verse bissen, wir dürfen es schon so übersetzen. Ja. Ja, okay. Ja, also eine gewisse Ratlosigkeit, okay, aber das ist ja völlig in Ordnung. Oder so ein bisschen fragend, okay, was ist das für eine komische Frage, die ich gestellt habe? Hat vielleicht jemand eine definitivere Antwort gefunden oder denkt, eine gefunden zu haben? Ja, wenn der Josef da abgemurkst worden wäre, wäre natürlich schwierig geworden. Schwierig geworden für die Familie, zu überleben. Wissen wir natürlich jetzt rückblickend. Ja. Insofern, eben, die Feindschaft zwischen seinen Brüdern und dem Josef ist einerseits da. Andere Gedanken? Wie muss man sich das vorstellen? Also ich habe die komische Übersetzung jetzt gewählt. Aber wie muss man sich jetzt das vorstellen? Was sagt die Stelle überhaupt aus? Mit euch habe ich schon darüber geredet. Was sagt die Stelle eigentlich aus? Was passiert da eigentlich? Also ein Nachkommen von der Frau wird also Nachkommen von der Schlange, also das heißt ein Böse per se, ein Böse, ein personifizierter Böse, der Satan, aber ein Böse aus einfach dunkle dämonische Macht grundsätzlich in der Welt, der Kopf zermalmen und gleichzeitig wird ihm die Ferse zermalmt. Was sagt die Stelle überhaupt aus? Was passiert da? Also die Schlange wird vernichtet. Ja, das ist klar. Der Kopf vernichtet wird, aber Das ist vorbei. also vernichtet wird auch ein gewisser Schatten davon. Ja, genau. Also, wenn du von einer Schlange gebissen wirst, also ich tue jetzt ganz eine kurze Szene aus einem Film, ein Video vom Bible Project. Wer kennt das Bibelprojekt? Bible Project? Relativ bekannt, oder? Gut. Zeigen aus dem Film, was sie haben beim Messias. Wie tun sie das darstellen? Gut. So nacheinander, oder? Weil zusammen ist es ein bisschen schwierig zu vorstellen. Okay, aber ja, es ist zwar nur ein Schade, hast du jetzt erwähnt, aber ein giftiger Biss von einer, also eine Schlange von einer, ein Biss von einer giftigen Schlange ist ein tödlicher Schaden. Genau. Ist jetzt wie man ja weiß, wie es weitergeht. Wenn man quasi aus der Sicht von Eva oder von Adam, so wie es so diese Sicht, aber man weiß ja, dass Jesus so nicht versteht. Ja, wir wissen es aufersteht, aber damit er überhaupt auferstehen kann, muss zuerst das passieren. Genau. Also es ist, der Messias geht beim Todesstoß selber drauf. Also es ist ein gegenseitiges Sterben, das passiert. Er nimmt das Böse in den Tod hinein, in seinen eigenen Tod. Das ist eigentlich eine relativ bedeutsame, tiefgründige Aussage, ziemlich am Anfang der Bibel. Finde ich noch recht krass, wenn man sich das mal überlegt. Es wird hier noch gar nicht gesagt, dass der Messias wieder erhöht wird. Das ist auch noch interessant. Es wird noch gar nicht gesagt, ja, der wird wieder auferstehen und herrschen und das Sagen vom Garten Eden wieder zurückbringen. Nein, nichts. Es ist einfach mal das. Biss und das Zermalmen zusammen. Insofern lasst aber, eben, und jetzt angewendet auf den Josef, wo sozusagen als die Messiasfigur ja vorgestellt wird, Gott bestätigt, er ist so eine Messiasfigur, die das wird bringen. Insofern lasst jetzt uns, wenn wir die Geschichte mitbekommen und lesen, uns das hoffen, dass sie Tod in Ägypten das Böse in der Familie von Jakob, in der Familie von Israel tatsächlich überwinden tut.
weil dort ist eben das Böse primär und Gottes Segen zurück in die Welt bringt. Und eben zurückblickend, oder auch vorausblickend, jetzt biblisch gesprochen, können wir natürlich das Messias-Muster erweitern. Der Messias geht nicht nur durch den Tod zum Heil, wie du richtig sagst, sondern kehrt wieder zurück, also man kann sagen, kehrt durch den Tod durch ins ewige Leben zurück. Und das ist übrigens bei allen Messias-Figuren so. Probieren wir uns das mal so gegenzwärtigen. Eine Messias-Figur ist der Noah. Wo sehen wir das Muster beim Noah in seiner Story? Dass er durch Tod durchgeht in ein neues Leben. Ja, genau. Und Fluten und das Chaos vom Meer ist eine tödliche Gewalt, eine Macht. Andere Messias-Figur, Abraham. Wo hat der Abraham so eine Grenzerfahrung, wo er fast drauf geht? Absolut, richtig, ja. Weil er riskiert so quasi alles, was er hat. Mit dem Tod von Isaac. Oder? Beim Jakob. Auch der Jakob hat Grenzerfahrungen. Ja, genau, die Flucht ins Exil. Auch wieder Exil. Ja, Tod. Mose. Als Baby und nachher? Genau, nochmal durchs Meer. Also sehen wir das Muster vom Meer, von diesen Todesfluten. Beim Nil schon und dann nachher beim Schilfmeer, durch den scheinbar sicheren Tod. David. Kampf gegen Goliath und dann noch wie bitte? Ja, jahrelang durch Gefahren, wo der Saul ihn ausgesetzt hat, wo ausgesetzt war durch den Saul. Daniel ist klar, muss ich nicht noch fragen, Löwengrube zum Beispiel, dann auch seine 3 Kollegen im Feuerofen. Die Esther, kennen wir auch. Das ist ihre Geschichte, oder? Sie steht auf, riskiert ihr Leben, aber überwindet, geht durch die Todesgefahr durch, wird erhalten und erhaltet ihr ganzes Volk, etc., etc., etc. Das Muster ist überall gegenwärtig. Durch ganz viele Stories in der Bibel. Und insofern ist es nicht überraschend, dass Jesus das erkannt hat, als sehr guter Bibelkenner. Als einer, der die Bibel viel besser kennt hat, wie wir. Wie der durchschnittliche Jude damals sowieso. Genau. Möchte irgendjemand noch etwas ergänzen? Etwas, was ich nicht gesehen habe? Ist jemand nicht einverstanden, das, was ich gesagt habe? Okay, sonst nur zu, gerne. Also. Oder Fragen. Dürft immer Fragen stellen, sowieso. Gut, ich habe eine kleine Definition probiert zu machen. Also, das habe ich nicht erfunden. Ich habe auch gute Leute, die mir helfen. Eine Definition, wer der Messias ist, was die Rolle des Messias ist. Der Messias ist als ein Repräsentant der Menschheit. Ein Samen der Frau. Oder? Also er repräsentiert grundsätzlich uns Menschen. Ein Repräsentant für uns, der durch Leiden und Tod geht, bevor er wieder ins Leben zurückkommt und dem Volk Gottes bzw. der Menschheit Rettung bringt. Natürlich schauen wir dort schon weiterführen, auch beim Josef. Und Jesus ist ja klar. Das ist deutlich beim Josef zu sehen und Jesus hat das Muster erkannt und eben mit diesen Worten umschrieben, so steht geschrieben, dass der Messias leiden und auferstehen muss. Weil der Satz steht nie so direkt zitiert im Alten Testament, oder? So steht geschrieben, Doppelpunkt, der Messias muss leiden und auferstehen. Das findest du nicht im Alten Testament. Aber es ist trotzdem überall da im Alten Testament. Er fasst es einfach kurz, knapp zusammen. Und Jesus hat die prophetische, messianische Berufung in einer Art erfüllt, die eigentlich nicht mehr zu überbieten ist. Und darum ist er eben der Messias und nicht einfach ein Messias. Das unterscheidet Jesus vom Josef und von allen anderen Messias-Figuren, die vorhergegangen sind, wodurch Gott tatsächlich als ihre gesalbten
gesendeten, ausgerüsteten Könige von Israel, Propheten, gewirkt hat und Heil gebracht hat für die Welt. Und Jesus macht das in ultimativer Art und Weise. Und darum ist auch der Messias, nicht einfach nur ein Messias. Genau. Das wäre so mein Bogen, wo ich jetzt über den ersten Teil von dieser Story von Josef möchte schlagen. Jetzt weiss ich nicht, gibt es Fragen oder noch Anregungen von euch? Von mir aus gesehen wäre das eigentlich gerade gut so. Also nein, nicht, dass ihr nicht fragen. Also, das ist einfach interessant. Aber ich habe fertig. Also nein, ich bin fertig eigentlich soweit und würde dann morgen fortfahren, mit wie es weitergeht in Ägypten und wo man dort interessante Parallelen zu Jesus sehen kann, seiner Gefangenschaft und Erhöhung vor allem in Ägypten. Dort geht es auch vor allem auch um, ja, wie der Josef nicht einfach nur ein spezieller Messias ist, sozusagen in der Geschichte von Israel, sondern wie er auch ja, Gottes Schöpfungsabsicht für uns Menschen in besonderer Art und Weise erfüllen.